hast, da kannst du dieses Werk nicht tun. Amen. Amen. Aber nachdem du alles hergerichtet hast, soll auch die Frucht sichtbar werden. Deswegen sind wir alle heute hierher gekommen, um offiziell ein Wort des Segens über dieser Gemeinde auszusprechen. Da sie ihre Liebe vor Gott offenbart haben, so soll Gott die Türen öffnen, dass viele Bewohner Darmstadts und aus der Umgebung eilig hierher kommen, um ihren Gott zu loben. Auch du Christ, egal aus welcher Gemeinde du gekommen bist, der Segen soll dir folgen. Das Werk, das du für Gott tust, wo du wohnst, in diesem Werk soll Gott seine Hand ausstrecken, dass viele Seelen in sein Reich kommen. Amen. Amen. Wir sollten ein Altar des Gebets aufrichten in unserer Gemeinde. Denn der Tempel wird gereinigt aus einem guten Grund. Nicht damit er leer bleibt. Aber dass wahre Anbeter hinkommen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Als Jesus in den Tempel ging, da wäre es doch schön gewesen, wenn er schon Anbetungslieder draußen gehört hätte. Wenn er reinkommt, dass er Lobpreislieder vorfindet. Aber er hat sowas nicht vorgefunden. Wenn wir gereinigt sind, dann sollen wir einen Altar des Gebetes aufrichten. Das heißt, das Wort Gottes lieben und auch dem Wort gehorchen. Einer, der das Wort Gottes nicht liebt und ihm nicht gehorcht, egal wie viel er auch betet, sein Gebet wird umsonst sein. Dem Wort Gottes zu gehorchen ist mehr als viel zu fasten und zu beten. Wir sollten das Wort Gottes lieben und ihm gehorchen. Wenn wir dann beten, dann wird unser Mund Worte sagen, die rein sind vor Gott. Und unsere Herzen werden bereit sein, Gott die Ehre zu geben. Und Gott wird uns segnen. Amen. Amen. Schau auf dein Leben, wo du jetzt gerade bist. Ich kenne nicht dein Inneres. Du kennst auch nicht mein Inneres. Aber Gott selber hat es gesagt. Wenn du einen Fehler in deinem Leben bemerkst, dann bekenne ihn heute vor dem Herrn. Und entferne dich von aller Unruhe. Entferne dich vom Murren. Entferne dich vom Streit. All das sind die neuen Tricks des Satans in der Gemeinde. Du sollst aufhören, dich um Gläubige zu streiten. Amen. Amen. Um zum Ende zu kommen. In Johannes sagte Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch ausgesandt, dass ihr Frucht bringt. Und eure Frucht soll bleiben. Du bist ein Christ. Vielleicht bist du Pastor oder Evangelist. Gott kennt dich. Er hat für dich diesen Dienst vorbereitet. Höre auf Menschen zu achten, denn das ist nur Zeitverschwendung. Es ist viel besser, lange Zeit vor dem Herrn zu knien, auf den zu schauen, der dir deinen Dienst gegeben hat, der dich zum Jünger gemacht hat. Und dann wirst du Frucht bringen. Ob der Satan will oder nicht. Die Leute werden sich durch dich bekehren. Amen. Amen. Denn jeder Weinstock-Verzeihung, der keine Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das heißt, jeder Christ, der keine Frucht bringt, wird abgehackt und ins Feuer geworfen. Wenn du nicht auf diesen Rat hörst, dann wird es dir an irgendeinem Tag leid tun. Wir sollten aufhören, die Gemeinde zu belasten.
Überall, wo Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet wird, da befindet sich seine Gemeinde. Wenn Gott dich berufen hat und zu dieser Gemeinde hinzugefügt hat, dann bleibe dort. Wenn Gott dich berufen hat und in diese Gemeinde hinzugefügt hat, dann bleibe dort. Gott hat dich gerettet. Er hat dich zu dieser Gemeinde hinzugefügt. Dann bleibe dort. Unsere Kraft sollten wir lieber dafür benutzen, die Leute zu suchen, die draußen sind, damit sie ins Haus kommen. Amen. Amen. Wenn wir dann an so einem Tag alle zusammenkommen, dann wird Gott an diesem Ort geehrt. Jeder wird auch die Freude haben, etwas mitzufinanzieren für so einen Saal. Jeder wird seinen Zehnten geben, nicht aus Zwang oder Druck, sondern mit Freude. Gott wird seinen Segen ausgießen und keiner von euch wird Mangel haben. Denn das Reich Gottes verändert unser Leben. Es bringt den Segen Abrahams in uns. Amen. Amen. Lasst uns alle festhalten an diesem Rat, damit wir Gottes Herrlichkeit sehen. Dann werden wir für Gott wunderbare Tempel bauen. Nicht nur schöne Tempel, sondern die voller Leute sind. Wenn viele Leute kommen und sie die Sünde lassen und sich zu Jesus bekehren, ist eine große Feier im Himmel. Und dann gefallen wir dem Vater. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Priester, liebe das Haus Gottes. Reinige das Haus Gottes. Das Haus Gottes, das bist du. Und dann wird auch das Haus, was wir für den Herrn errichten, Gott die Ehre geben. Lasst uns alle unsere Köpfe neigen. Schau auf die Dinge, wo du nicht gut gewandelt bist. Weine vor deinem Gott. Verletze dein Herz vor ihm, damit du gut deine Sünden bekennen kannst. Gott sollte in dir kein Tierblöken hören. Er sollte kein Geräusche vom Geld hören. Wodurch kann so etwas hörbar sein? Wenn du keine Lust hast, umzukehren. Aber wenn du Lust hast, umzukehren, dann wird Gott auf dein verletztes Herz schauen. Er wird dir vergeben und alle Sünden vergeben. Ab heute wirst du einen neuen Wandel haben, der Gott gefällt. Nach einem kurzen Lied soll jeder vor seinem Herrn weinen. Im Namen Jesu Christi, unserem König, habe ich so gebetet. Amen. 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 Lokola da Gott uns in seiner Liebe gereinigt hat,
So werden wir nun diesen Saal einweihen. Dass ein ewiger Segen und Gottes Herrlichkeit hier regieren. Gott, unser Vater, der im Himmel thront. Vater, durch die Einheit mit all meinen Geschwistern hier komme ich vor dich, um diesen Saal in deine Hände zu legen. Vater, denn heute ist der Tag der offiziellen Eröffnung von diesem Haus Gottes, in das viele Völker und Nationen kommen werden. Ich danke dir auch, dass du uns das Blut Jesu geschenkt hast, das unser ganzes Leben gereinigt hat. So lege ich ab jetzt diesen Ort in deine Hände. Er soll Gebetshaus genannt werden. Für alle Völker, Nationen und Sprachen. All die Heiligen, die du retten und an diesem Ort hinzufügen wirst. Deine Hand wird über ihnen sein, denn sie sind hier versammelt in der Gemeinde der Heiligen. Vater, schau auf das wunderschöne Werk, das Pastor Malela und Diakonado gemeinsam mit ihren Familien für dich gemacht haben. Vater, sie haben all das für dich getan, weil sie erkannt haben, wie sehr du die Menschen liebst und dass du nicht willst, dass sie verloren gehen. Gott, ich bitte dich, dass du die Tür öffnest, dass alle Völker hier deine Herrlichkeit sehen werden. Wenn einer hier reinkommt, der sich noch nicht bekehrt hat, der soll durch dein Wort, das hier gepredigt wird, die Bekehrung bekommen. Und alle, die ein ungehorsames Herz haben, wenn sie hereinkommen, dann sollen sie ein gehorsames Herz empfangen. Und alle, die mit Armut oder Flüchen hier reinkommen, von denen wirst du Armut und Fluch nehmen, du wirst sie segnen mit dem Segen Abrahams und ihnen Reichtum schenken. Und alle, die mit Krankheiten hierher kommen, seien es körperliche oder geistliche, du wirst ihnen die Heilung geben, weil Jesus sie für uns errungen hat und sie werden dir immer dienen. Vater, wer hier reinkommt mit irgendeiner Sünde, den reinige und vergib ihn. Deine Herrlichkeit soll ab heute hier herabkommen. Weil sie haben dieses Haus zu deiner Ehre hergerichtet. Und das wird nicht alles sein. Du wirst ihnen Reichtum schenken, sodass sie ein Haus bauen, wo viele Völker sich versammeln werden. Vater, segne auch ihre Berufung in deinem Dienst. O Heiliger Geist, dies ist ein Ort, wo du geehrt wirst. Lass die göttliche Gegenwart hier leuchten. Denn du hast alle Dinge, die Jesus hatte, vom Vater genommen. Komm herab und verherrliche den Sohn Gottes.
Vater, und auch als Jesus am Kreuz zerriss, diese ganze Szene, lass sie herabkommen hier in Darmstadt, dass die Menschen es sehen können. Geist Gottes, du hast einen wunderbaren Plan, die Bewohner dieser Gegend zu retten. Wir laden dich ein an diesen Ort. Ab heute ist das ein Ort, wo du uns führen wirst. Segne, segne, segne. Segne auch deine Diener und auch ihre Kinder. Segne, Vater, auch ihre Händewerk, wo sie ihr Geld verdienen. Segne auch alle, die sie lieben und Freude haben an ihrem Werk. Alle, Vater, die in ihre Gemeinde kommen und sich ihnen unterordnen, die seien gesegnet. Ich danke dir sehr, Vater, dass du mein Gebet erhört hast. Und dass du dieses Haus eröffnet hast. Im Namen Jesu Christi, unserem Herrn, König und Vater in Ewigkeit, habe ich so gebetet. Amen. Amen. Gott segne dieses Wort.